Den 28. Juni waren 25.000 Menschen an der Stadt dem Opruf von der Gewerkschaftsfront NOKOM für gegen Sozialaufbau und gegen eine Regierung zu protestieren, die als autoritär und arrogant vorgeholgert. Es war ein warmen, sonnischer Samstag. Die Stimmung war euphorisch, aber bei den meisten Leuten als sehr Gefühl gewusst, dass etwas gekippt ist, dass Gewerkschaften und die Leute, für die sie sich ersetzen, den Match gewonnen werden. Pur mich spät kommen Gewerkschaften und Patronatsverbände mit der Regierung zusammen, für zu verhandeln. Aus den Verhandlungen ist bis jetzt nicht viel rausgedrungen. Den 3. September sollen das Verhandlungen noch weitergehen. Und für das du weißt, worum es bei den Verhandlungen geht, probiere mir, die wichtigsten Themen und Begriffe über die nächste Tage kurz und knackig Minuten zu bringen. Alles, was du wissen musst, über die Rentenreform. Die Regierung will das Rentensystem so ändern, dass jeder mehr lang muss arbeiten gehen, um einen Mann zu kriegen. Jeder als betroffen. Der Machtbaum hat so auf den Punkt gebracht an einem Ausspruch ein paar Tage vor der Manif vom 21. Juni. Dass die Leute alle gute betroffen sind, als auf alle Fall ankommen als Message. 25.000 Leute auf der Straße haben das auf beeindruckende Art und Weise deutlich gemacht. Aber lasst uns mal ein bisschen an der Zeit zurückgehen, weil die Rentenreformen haben eine lange Geschichte. Damals, 2012, hat die CSV und die LSAP-Koalition schon eine Reform von der Rente gemacht. Auch damals schon gegen den Widerstand von den Gewerkschaften. Damals ging es darum, für die Leute zu encouragieren, mehr lang arbeiten zu gehen. Gezwungen gauf kein, höchstens freiwillig gezwungen. Wie soll das gelingen? Ganz einfach. Die Renten sind ab 2012 löserlos aufgesagt gehen, mit dem Ziel, dass die Leute früher oder später freiwillig gezwungen gehen, mehr lang zu arbeiten, weil sonst die Rente zu klein wird im Alter. Daneben gauf auch ein Automatismus angebaut, den die Anpassung von der Renten und die allgemeine Lohnentwicklung bremsen oder stoppen soll, sobald die Ausgabe von der Rente käse mehr hoch geht wie die Resetten aus der Kotisation. Auch das hat eine solide Aufwertung von der Renten als Konsequenz. Heute, 13 Jahre mehr spät, riskiert eben gerade diesen Automatismus zu spielen, weil 2026 die Ausgaben mehr hoch gehen wie die Kotisationen an die Rente käse. Das klingt schlimm, also aber nicht. Es gibt nämlich Proposen, auch von der Linken, für die Problem für die kommenden Jahre zu lösen, auf ein gerecht und nachhaltig Art und Weise. Ein Gefahr für unser Rentensystem besteht also direkt nicht. Wovon aber ein ganz großes Gefahr für unser Rentensystem ausgeht, das ist der Luc Frieden an seiner Regierung, die sich gar nicht mit den aktuell wichtigen Fragen befasst, mit zum Frontalangriff auf als Renten und gesellschaftliche Solidarität geblosen hat. Was das da geschieht? Obwohl an den Wahlprogrammen und am Koalitionsakkord kein Pieps darüber gesagt wird, hat sich der Luc Frieden an den Kopf gesagt, den größten sozialpolitischen Rückschritt seit Jahrzehnten durchzusetzen. Wollte das sehr an ohne nennenswerte Debatte an Abordnung von den Gewerkschaften machen. An seiner grossen Rede über die Lage von der Nation Armee hat der Luc Frieden probiert, den Leuten Angst zu machen, an dem sie auf mehr schwere Zeiten als Sakrifischer angestellt wird, für eben danach die Großbombe platzen zu lassen. Wie auch sonst kennt eine Regierung eine asoziale Reform durchbringen, die alle Leute schürt, wenn nicht mit Manipulation an autoritärer Politik. Den Inhalt vom Luc Frieden seiner Reform ist ganz einfach zusammenzufassen. Jeder muss in Zukunft mehr lang schaffen, für überhaupt eine Rente zu kreieren. An die Rente wird auch mehr klein gehen, die Reform von 2012 oblige. Die sogenannte Freiwilligkeit aus der Reform von 2012 sollte also einfach zu einem puren Zwang gehen mit einer neuen Reform, die Reform 2025. Heute zum Beispiel kannst du noch 40 Jahre im Beruf oder noch 5 Jahre Studium auf 35 Jahre im Beruf oder noch 3 Jahre Kindergroßziehen auf 37 Jahre im Beruf an die wohlverdiente Pension gehen. Frühestens darfst du mit 57, die meisten gehen aber mit 60 an Pension. Der Luc Frieden will das aber ändern, er will jeder von uns in Zukunft 43 bis 45 Jahre schaffen oder verlangen oder eben 40 Jahre Beruf, noch 5 Jahre Studium etc. Was gäbe das konkret bedeuten? Für dich, für mich, für uns alle gut, die schon an der Pension sind. Erstens herrscht ein mehr späten Antritt an Pension, dass wir mehr von unserer Lebenszeit auf der Arbeit müssen sie wie vorderen. Fortschritt war gestern. Wir produzieren zwar mehr wie je, wir produzieren auch mehr, wie wir brauchen. Wir anstatt dass wir uns über eine gerechte Verteilung von diesem produzierten Gedanken machen, gehen wir eine Konkurrenz zu gesagt. Wir müssen mehr lang schaffen. Das für noch mehr Ungerechtigkeiten zu produzieren.
Zweitens gehen wir auch eine Konkurrenz gesagt, wenn wir Haut schon merken, dass Männer Arbeitsplätze geschafft gehen. Anstatt dass mehr lang geschafft wird, muss Männer geschafft gehen für die Arbeit, die wir brauchen, mehr gerecht abzudealen. Wir wollen in Zukunft der 60-Jährige nach 5 Jahren mehr schaffen muss, wo sollen dann die Jungen schaffen? Das fährt notgedrungen zu mehr Schuhmasch und mehr schlechte Lohn. Generationen gehen denen ausgespielt Arbeitsmarkt. Die Employeren, die kriegen mehr Schwach. Die schaffenden Leute kriegen ihre Schwach mehr wäschgeholt. Kapital geht mehr stark, Arbeit leider mehr schwach. Und drittens kann nicht jeder mehr lang schaffen gehen. Dieselbe Regierung, die also mehr lang will schaffen tun, veröffentlicht auch alle Jahre Zahlen über das Alter, bis zu dem die Leute durchschnittlich bei guter Gesundheit bleiben. Den stagniert seit vielen Jahren ein Leid bei rund 60 Jahren, also dem aktuell durchschnittlichen Pensionsalter. Besonders Leute an penible Berufe, die körperlich schwer sind oder mental eine starke Belastung durchstellen, können nicht mehr lang schaffen. Während der Pandemie kruten die noch geklappt. Hallo? Kriegen sie Fuß an den Arsch von einem Premierminister, den ihr überhaupt nicht versteht, was die Leute alltag leisten müssen. Das ist also gar nicht verwunderlich, dass am 21. Juni so viele Leute auf die Straße gegangen sind. Wir nämlich alle ein großes Interesse, Pläne von dieser Regierung zu durchkreuzen. Aus den ersten Verhandlungsrunden am Juli war du nicht überraschend zu hören, dass die Regierung anfängt, Wasser und Wein zu schütten. Laut Infos von der Presse steht lo just eng mit kleiner Erhöhung vom Rentenantrittsalter von grad 8 Monate am Raum, mit dat aber ganz kurzfristig bis 2032. Dat ist bleibt aber weiterhin ein No-Go. So eine Erhöhung gibt Bix von der Pandora abmachen. 2030 kennt dann die nächste Regierung das Politik wiederholen und eine Erhöhung vom Rentenantrittsalter vorholen. Mehr lang muss schaffen gehen, auch wenn die Logis 8 Monate vieren an nicht 5 Jahre, als einfach ein Schritt an die falsche Richtung, an die Vergangenheit und nicht nur 4 an die Zukunft. Es geht bedeuten, dass wir alle mehr lang müssen schaffen, für am sogar Männer zu kriegen. Und das, was wir mehr schaffen, an Männer kriegen, das landet alles an den Taschen von den Aktionären an den dicken Patronen. Am September gehen Verhandlungen weiter. An neben der Stärke von den Leuten auf der Straße, den 21. Juni, haben die Gewerkschaften nach einem ganz anderen Atu auf ihrer Seite. Sie haben nämlich viel komplett durchgerechnet und einfach umsetzbare Reformalternativen an der Tasche. Reformalternativen, die die Regierung nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Die Erhöhung von den Kotisationen, die wir als Link schon seit 2012 fordern, ist zum Beispiel so ein Pist, die auch schon parteiübergreifend Rückhalt findet, und auch der Luc Frieden hat schon eine Ouvertüre gemacht an dem Sinn. Die Entdecklung von den Kotisationen, die wir bei den Link ganz stark pushen, ist eine weitere Möglichkeit, die nicht nur Trenden über die nächsten Jahre am Equilibre halten gibt, aber auch nach zu einer mehr gerechter Finanzierung vom System gefeiern, weil ganz hohe Revenuen auch müsste kotisieren. Mit diesen Mesuren kennt auch die so wichtige Anpassung von der Renten und Lohnentwicklung für die aktuell und zukünftigen Rentner weiter voll spielen. Die Regierung hat dagehend gar keine pragmatische Propose gemacht, für kurzfristige Stabilität zu schaffen. Am Gegenteil, sie schenkt echter ein ideologisches Match zu spielen, wo dann echter darum geht, die schaffenden Leute scheißen zu tun. Dass der Luc Frieden mit seiner Politik nur an der Defensiv ist natürlich eine gute Nachricht. Mit dem Druck auf die Regierung an den Luc Frieden muss weiterhin heiß bleiben. Die Link machen das auch über die Sommer weiter. Zum Beispiel mit unbequemen Frauen und Sozialminister Stöpre, die weisen sollen, wie kontraproduktiv und unsozial die von der Regierung gewollte Reform ist. Als Alternativen findet zum Beispiel auch auf unserer Website www.pensionen.lu. Bei den Renten verlangen wir nicht Männer wie der komplette Rückzug von der Regierungsplan. Du weinst, stopp den Frieden. Die kann nicht mehr zurücktreten.